Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute, Vincent Kompany hat bis 2029 verlängert. Ja, bevor ich da meine Two Cents zu sage, gucken wir uns erstmal das Video dazu an. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür. Und damit gehen wir mal rein. Sehr glücklich und natürlich kann ich das schätzen auch und bin ich sehr dankbar, dass diese Möglichkeit kommt. Mit Vincent haben wir nicht nur einen Coach, der den Spaß zurückgebracht hat, wir haben eine Mannschaft, die Freude am Fußballspiel hat. Wir spielen attraktiven Fußball, sondern es ist auch eine Botschaft natürlich auch nach innen an die Spieler, dass wir Kontinuität wollen, dass wir langfristig mit Vincent zusammenarbeiten möchten. Und es ist auch ein Zeichen nach außen. Wir haben momentan eine hervorragende Phase, aber wir glauben langfristig an unseren Coach. Erstmal sind wir sehr, sehr glücklich, dass es in der Kürze der Zeit geklappt hat, dass wir so vertrauensvoll, so schnell die Verlängerung hinbekommen haben. Ausschlaggebende Gründe, ich glaube, die Performance der Mannschaft auf dem Platz über die letzten 18, 19 Monate, die Art und Weise, wie Vinny mit den Spielern umgeht, mit uns als Verein zusammenarbeitet. 18, 19 Monate. Habe ich irgendwas verpasst? Oder habe ich eine Saison übersprungen in meinem Kopf oder was? Mit Vincent? Wohl 18, ja, 1,5 Jahre, ne? Ja, doch, passt. Das Gefühl in der Mannschaft, die Energie, die wir haben. Ich glaube, die Kommentare der Spieler sagen dann oft sehr, sehr viel. Und dementsprechend war für uns klar, wir wollen Kontinuität haben, wir wollen gemeinsam eine lange Zeit beim FC Bayern zusammen haben und das wollten wir jetzt vertraglich unterzeichnen und das haben wir geschafft. Ist ja sehr authentisch und das nehmen ihm die Jungs natürlich ab. Er spielt keine Show, er ist so vor der Kamera wie auch vor den Jungs ist. Er ist einfach ein herausragender Mensch. Von ihm kann man alles haben. Er ist sehr ehrgeizig. Das Gesamtpaket ist einfach richtig, richtig, richtig gut. Und als Trainer ist er detailversessen. Er ist sehr, sehr fleißig. Er ist Fußball verrückt. Er beschäftigt sich Tag und Nacht mit Fußball. Und wie gesagt, das gesamte Paket Vinny Kompany passt perfekt zum FC Bayern München. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich schon viel länger hier bin als 16, 17 Monate. Ich verstehe, glaube ich, wie der Verein denkt, wie die Jungs denken auch. Nicht nur die Verein, aber die Spieler. Und wir haben die gleichen Ziele. Und ich habe natürlich auch viel, viel Respekt für die Vergangenheit von diesem Verein und möchte einfach dazu tragen, dass wir in die Zukunft genauso weitermachen wie vorher. Ich möchte gerne auch, dass wir gemeinsam eine Geschichte schreiben, wo wir immer sagen, okay, das ist Bayern und da sind wir stolz drauf. Langfristige Ziele sind bei uns immer auch Titel, darüber brauchen wir nicht reden, aber dazu gehört halt eben auch, dass man auch in schwierigen Zeiten, in herausfordernden Zeiten zusammensteht und Vincent hat Die haben wir ja noch nicht wirklich gehabt mit Kompany, ne, wenn wir ehrlich sind. immer seine Besonnenheit bewahrt, er hat einen Plan und den zieht er durch. Er bringt auch jüngere Spieler mit an die Mannschaft ran und das ist das, was wir gemeinsam langfristig schaffen wollen. Die gemeinsamen Ziele sind einfach, diesen Weg weiterzugehen. Eine erfolgreiche Mannschaft, ein erfolgreicher Verein hinterlässt immer Spuren. Sie müssen einen Weg gehen, sie müssen gute Erfahrungen machen, schlechte Erfahrungen, um am Ende ganz oben anzukommen. Und ganz oben anzukommen heißt, wir wollen so viele Titel wie möglich sammeln, nicht nur diese Saison, sondern auch in Zukunft. Und da sind wir überzeugt, dass Vincent der richtige Trainer ist für den FC Bayern. Ja, haben immer wieder Entwicklungsschritte gemacht, gemeinsam, das Trainerteam und die Mannschaft. Und von dem her ist das ist ein sehr wichtiger Schritt und auch ein Zeichen an die Mannschaft. Wir wollen Kontinuität und wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem, wie hier gearbeitet wird. Und ich bin überzeugt, dass die Mannschaft noch weitere Schritte gemeinsam mit dem Trainer gehen wird. Aber natürlich, mein Fokus ist auch ein bisschen gemischt, weil ich will eigentlich nur morgen gewinnen und klar freut mich das, aber ich will die 3 Punkte im nächsten Spiel. Ja, so kennen wir ihn, Vinny, ne? So kennen wir ihn. Meine Meinung zu dem Bums, ich finde es sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Warum? Weil wir einfach Kontinuität brauchen. Ja, klar, wir können über einiges diskutieren rund um Vincent Kompany. Das könnten wir aber über jeden Trainer, der zum FC Bayern kommt, denke ich. Wenn wir uns die letzten, keine Ahnung, weiß nicht, wie viele Jahre es sind, aber guckt euch die letzten 5, 6, 7 Jahre an. Es gab viel Kommen und Gehen, namhafte Trainer von A bis Z und keiner hat über längeren Zeitraum
wieder so hingekriegt, dass es wirklich eine Mannschaft ist. Ja, ja, Hansi Flick hat es hinbekommen, eine Saison, das ist richtig. Aber ansonsten war da keiner. Ja. Waren immer wieder Spaltungen drin, ob es unterm Kovac war, etc. Natürlich auch ein bisschen dadurch bedingt, dass ein Thomas Müller weg ist, dass ein Manuel Neuer in seinen letzten Jahren ist. Für mich das Größte, was ein Kompany geschafft hat, ist, dass aus diesen ganzen Egos, die es zweifelsohne sind, eine Mannschaft geformt hat. Ja. Natürlich sieht es jetzt auch schon ein bisschen anders aus, ne? Liebold weg, Koeman weg, etc. Ja, es ist ja auch schon ein bisschen umgestaltet worden. Ich finde es sehr, sehr gut. Ja, einfach aus dem Grund, dass Kontinuität da ist. Ja. Natürlich wissen wir es nicht, wie es ist, wenn mal eine schwere Phase kommt. Ja, hoffen wir, dass sie nicht kommt. Hier, wir klopfen mal auf Holz. Aber sollte sie kommen, dann musst du halt auch festhalten. Ja, dann musst du durch eine schwere Phase gehen mit dem Trainer. Und nicht so, wie es unter Nagelsmann war. Jo, das war jetzt eine schwere Phase, es waren mal schwere 6, 8 Wochen. Und dann schmeißt man gleich alles weg, was man vorher irgendwie über einen Zeitrahmen von 5 Jahren auch geplant hatte. Ja. Gut, Kompany hat diese Angriffsfläche noch nicht gegeben und wir hoffen natürlich, dass er sie auch nicht geben wird. Aber sollte es so kommen, ja, dann musst du halt dran festhalten. Natürlich ist das auch eine andere Voraussetzung, wie jetzt, wenn wir es mit Nagelsmann vergleichen, weil er einfach nicht dieser Selbstdarsteller ist und ja, ich habe es schon gesagt, es ist eigentlich immer das Perfekte, wenn ein erfolgreicher Spieler, der auch Führungsspieler war, ja, erfolgreiche Spieler gibt es viele, aber nicht jeder ist ein Führungsspieler, wenn die Trainer werden, ja, weil die erstmal schon mal diesen Grundrespekt haben, den so ein Nagelsmann nicht hat, ne, oder auch so ein Tuchel, ja, der hat den halt einfach bei bestimmten Spielern nicht, weil die sagen, ey Junge, du hast nie auf hohem Level Fußball gespielt, ja, verdienen die erstmal deine Sporen, das war so ein bisschen das Problem beim Nagelsmann, ich meine, Tuchel hat sie dann verdient in England, ja, das ist halt ein Riesenvorteil, ja. Und es läuft gut mit dem Vinny. Er hat diese Saison auch die nächsten Stepper gemacht. So, deswegen, das ist das Wichtige, ja. Ansonsten hätte man das kritischer sehen können. Aber man muss schon sagen, dass wir die nächsten Stepper gemacht haben in der Mannschaft. Ja. Also man sieht es ja, man hat es auch gegen Dortmund dann gesehen. Das war zwar nicht gewollt, das war, weil Dortmund mehr aufgekommen ist ab der 60. Aber trotz alledem haben wir jetzt nicht Chance auf Chance auf Chance, Riesenchancen für Dortmund zugelassen. Ja. Und das ist ein Reifeprozess. Und wenn man sieht, wie dann die ganze Mannschaft mit nach hinten arbeitet, ich meine, über Harry Kane brauchen wir nicht reden, aber auch jeder andere arbeitet mit nach hinten. Ob das ein Diaz ist, ob das ein Olisse ist, selbst ein Serge Gnabry arbeitet ja mittlerweile mit nach hinten. Ja, und läuft nicht nur alibimäßig hinterher, weil wenn er das macht, ist er raus aus der Mannschaft. Ja. Ich habe schon mal gesagt, diese Saison geht es aus meiner Sicht auch viel, viel mehr nach Leistung, als wie in der letzten Saison, wo es noch oft aus meiner Sicht mehr nach Erfahrung ging, als wie nach aktueller Leistung. Ich glaube, das ist diese Saison ein bisschen besser. Den einzigen Kritikpunkt, den ich habe an Vincent Kompany bisher, ist die Jugendarbeit. Ja, das sieht man auch diese Saison wieder, dass man da sehr, sehr zaghaft ist. Da muss man ein bisschen mehr Balls kriegen in Zukunft. Ja. Ob das ein Tom Bischoff ist, ob das ein Lennart Kahl ist. Ich meine, gut, Lennart Kahl hat es jetzt auch nicht gerade gerechtfertigt, seine letzten Einsätze waren auch so mittel. Aber das musste so einem jungen Jaus dann halt auch zugestehen. Aber so ein Tom Bischoff hat überzeugt und dann ist er erstmal wieder raus. Ja. Schwierig, ja. Dass man dann da eher so einen Goretzka reinbringt, zum Beispiel gegen Dortmund, habe ich so gar nicht verstanden. Ich glaube, das ist auch der einzige Kritikpunkt, den wir Fans so an Kompany gerade haben können. Ja, war letzte Saison gar nicht vorhanden, diese Jugendgeschichte. Wir haben ganz, ganz viele Jugendspieler abgegeben, weil sie einfach keine Perspektive gesehen haben unter dem Coach, was ich vollkommen verstehen kann. Und ja, wir werden sehen, ob das anders wird. I don't know, ja. Aber prinzipiell gehe ich mit, ist es das richtige Zeichen, den Vertrag zu verlängern und zu sagen, das ist unser Trainer, wir bauen hier was auf. Wir haben eine Spielidee, wir haben ein Konzept. Das gilt es
weiter zu verbessern. So, ich denke, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, gerade in der Defensivarbeit, in der Zentrale, denke ich. Ähm, wobei die Position unter Kompanie eher nicht so besetzt ist, wirklich. Anderes Thema, brauchen wir jetzt nicht tiefer darauf eingehen. Soll es in dem Video jetzt gar nicht drum gehen. Es ist einfach das richtige Zeichen der Kontinuität wegen. Ja, wir brauchen mal wieder einen Trainer, ja, der auch die Ruhe hat und die Zeit bekommt. Ich meine, deutscher Meister, ja, Leute, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist der Anspruch des FC Bayern, das ist das Minimalziel. Ja. Es wäre schön, wenn wir mal wieder im Finale in Berlin stehen würden. Das wäre natürlich auch schön, wenn wir mal wieder im Champions League Halbfinale, Finale stehen würden. Ob das diese Saison schon was wird man sehen. Aber ich glaube, es ist der richtige Step, um das die nächsten 2, 3 Jahre zu erreichen. Ja. Und das erreichst du nicht, indem du alle Jahr oder alle 2 Jahre den Trainer wechselst. Das erreichst du durch so einen Move. Ja. Wir werden die nächsten 2 Jahre auf jeden Fall, werden wir noch Veränderungen im Kader haben. Ja. Ich denke da an so einen Goretzka, an so einen Neuer, an so einen Gnabry. Kimmich, I don't know, wird man mal sehen, wie lange der auf dem Level spielt, genau wie Harry Kane, wie lange er spielt. Ja, wir werden Veränderungen im Kader haben. Ich hoffe, dass sie es noch mit Heavy schaffen. Ja, das Potenzial ist da, definitiv. Und wir müssen die nächsten Steps gehen. Ja. Ist natürlich im Hinblick vielleicht, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es eine Auswirkung hat für den Opa. Ja, das weiß ich nicht. Ist mir am Ende des Tages auch wurscht. Für mich das richtige Zeichen. Ja, die Aussagen zu Jerome Boateng und so kann man kritisch sehen, wobei wir ehrlich sein müssen und die Frage da nicht konkret gestellt wurde an Kompanie. Die müsste man mal konkret stellen, dann könnte man da noch mal was zu sagen. Aber sportlich gesehen, ja, ist es die absolut richtige Entscheidung, diese Vertragsverlängerung. Ja. Einfach ein Zeichen, dass kein anderer Verein da irgendwie anfragen muss, ja. Dass er bei uns ist die nächsten Jahre, das richtige Zeichen an die Mannschaft, so die Spieler wissen, jo, das ist lange Zeit mein Trainer, wenn ich hier bleibe. Denke an so Ulisse, der noch lange Vertrag hat, ja, aber wo ja auch immer wieder Gerüchte da sind, etc. Es gibt Planungssicherheit für die Spieler, es gibt Planungssicherheit für den Verein und wie gesagt, wenn man das mit der Jugendarbeit noch ein bisschen besser hinbekommt in den kommenden Jahren, da ein bisschen mehr die Eier findet, dann kann das eine erfolgreiche Ära werden, ja, die dann hoffentlich irgendwann mit der Champions League-Sieg gekrönt wird. Ja. Das ist natürlich immer das Ziel beim FC Bayern, das ist mit Sicherheit auch das Ziel von Vincent Kompany. Aber ansonsten ist er der richtige Trainer zur richtigen Zeit. So, ja, es war wieder Zeit für den Trainer, der die Mannschaft mitnimmt, der den Verein mitnimmt und das Wichtige, der sich ums Sportliche kümmert. Ja. Und nicht wie Nagelsmann eine Jahreshauptversammlung kommentiert und jeden Furz im Verein kommentieren muss, sondern Kompany kommentiert das Sportliche und alles andere nicht. Und das konsequent. Ja, und das ist richtig. Man kann natürlich drüber streiten. Ich meine, er hat ja diese Saison schon ein bisschen aufgelockert, dass er zu einzelnen Spielern selten was sagt, was aber auch okay ist. Wir reden über Mannschaftssport, ja, und das ist halt seine Art und Weise. Ich habe da jetzt gar nicht so das Problem mit. Von daher, von meiner Seite hier, beide Daumen hoch. Freue mich, dass Vinny hoffentlich den Vertrag erfüllen darf. Ja. Und das heißt weitere 4 Jahre. Und ich denke, wie gesagt, man hat diese Saison bisher schon einen guten Stepper gesehen. Ja, im Gegensatz zur letzten Saison. Man hat ein Learning gehabt, man hat was angepasst. Natürlich haben wir jetzt auch andere Spieler, die da auch ein bisschen besser reinpassen. So, wenn ich an so einen Diaz denke, wie der mit nach hinten mal lucht, ja, ist natürlich was anderes, als wenn da so ein Leroy Sané oder so ein Kingsley Coman über die Seite rumdümpeln oder so ein Serge Gnabry. Da brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden. Und alles andere, I don't know, vielleicht kriegt eine Kompanie ja sogar noch hin, um einen Kimmich einzufangen. Dass ein Kimmich mal immer so spielt wie in der ersten Halbzeit gegen Dortmund und sich mal auf diese Sachen konzentriert. I don't know, wer weiß. Es wird spannend bleiben. Und ich freue mich auf die Zukunft und nachher auf die PK zum Champions League-Spiel morgen. Da wird das ja mit Sicherheit auch nochmal Thema sein. Also von meiner Seite gibt es dazu gar nichts zu kritisieren, weil man muss halt auch sehen, das ist mein letzter Take dazu, was wären irgendwelche Alternativen, ja. Also ich meine, erstmal steht es nicht zur Debatte, wir sind sportlich erfolgreich, wir spielen guten Fußball, wie es gesagt wurde.
Es ist das richtige Zeichen nach außen, aber wenn man jetzt gesagt hätte, oh, wir sind uns nicht sicher wegen der Jugendarbeit, die ist noch nicht so, wie wir uns das vorstellen und so weiter. Ich denke mal, das wird ja auch Thema gewesen sein bei der Vertragsverlängerung, da brauchen wir auch nicht drüber reden, denke ich. Was wären die Alternativen gewesen? Ne? Also, nee, aus meiner Sicht vollkommen richtige Entscheidung. Endlich mal was Gutes und endlich auch einfach mal so, ja, bam, jo, wir haben jetzt den Vertrag verlängert und nicht irgendwie, ja, wie sieht's denn aus, bla, Sylt und ein halbes Jahr Gerüchte, sonst irgendwas. Schön zu sehen, dass das noch geht, ja, und von daher, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Werden wir mit Sicherheit am nächsten Montag im Stream auch nochmal ein bisschen drüber quatschen. Von meiner Seite ist das Tutti. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind hier allein, weil sie alles im Leben können.